Was die in der Zukunft noch wichtiger ist, ich lege mich auf kein Genre mehr fest. Genau. Das, auf was ich Lust habe, werde ich zocken und je nach Lust und Laune werde ich es dann hochladen und eingeben. Genau. Das bezieht dann auch die Intros etc. mit ein. Das wirst du dann alles noch sehen, das wirst du dann alles noch hören. Grüß dich zurück zu diesem wahrscheinlich vorerst letzten Infovideo des Jahres 2025 zum Thema Kanalumbau. Das zieht sich jetzt schon eine ganze Weile. Das wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn du den Kanal schon länger verfolgst. Kommst du durch puren Zufall auf dieses Video, grüß dich aus der Steiermark. Machen wir es kurz und schmerzlos. Du hast es im Vorwort aus dem Infovideo von vor geraumer Zeit schon vernommen. Ich lege mich auf kein Genre mehr fest, auf was ich Lust habe. Das zocke ich, das nehme ich auf und werde dann entscheiden, ob es in Staffeln kommt oder als ganzes Let's Play. Oder vielleicht irgendwas wieder mal für eine kleine Umfrage. Dazu kommen wir aber in diesem Video noch. Genau. Derzeit kommt mir diese Variante, wie ich sie jetzt derzeit seit geraumer Zeit schon mache, am besten vor. Die Videos sind zwar vorproduziert und erscheinen derzeit jetzt mit Abstand erst im, ja, viele beginnen erst ab März 2026. Es erscheint mir aber momentan als die beste Variante. Ich habe ja, wie ich schon mal erwähnt habe, ziemlich viel probiert im letzten Jahr, bisschen zu viel. Vieles ging in die Hose und ja, daher auch das ganze Format, das ich jetzt so probiere umzubauen. Es kommt der Sommer, derzeit ist der Sendeplan auf alle 3 Tage ein Video, gedehnt für Juni, Juli und August. Ab September geht's dann wieder im 2-Tage-Rhythmus normal weiter und wir gehen das Ganze dann chronologisch oder ich versuche, so gut wie es geht, unter 20 Minuten zu bleiben mit diesem Video. Genau, machen wir es so. Als nächstes folgt ein ca. 40-sekündiger Clip, der den Zeitraum vom September 25 bis Februar 26 zeigt und was euch da erwartet. Danach gehen wir die Zeit ab März an. Du hast jetzt gesehen von September 25 bis Februar 26. Genau. Eins vorweg. Zwei Dinge sind mir momentan sehr, sehr wichtig euch gegenüber, wenn du den Kanal schon länger verfolgst. Genau, immer bitte unter dieser Prämisse. Derzeit bin ich eher sehr auf die Zuschauer fixiert oder Abonnenten, die dieses Chaos hier mitbegleiten und auch etwaig einen Spaß dran haben. Machen wir es so. Zwei Dinge sind mir wichtig. Abwechslung und genießt einfach das, was ich euch hier für den Scheißdreck zeige. Machen wir es kurz und schmerzlos. Und ich hoffe, ja, wenn du mich schon länger verfolgst, so wie zum Beispiel ein Nuka oder Plot, wenn du dir diese Long Dark Videos anschaust, dann gibt es ja noch den Mirko, den Daniel und beim Rest kann ich nur über die ich kann nur vermuten, wer noch alles zuschaut und auch wenn ihr zwei zuschaut, liebe Grüße nach Erfurt. Genau. Nächstes Kapitel. Den aktuellen Sendeplan über den Sommer stelle ich euch neu in den Community-Tab. Genau.
der wird zeitgleich mit diesem Video nochmal erscheinen. Und die Ausrichtung des Sendeplans wird auch in der Zukunft so weitergehen. Genau. Das heißt, ab September bis bis Ende Februar werdet ihr den Sendeplan so wiedersehen, wie ihr ihn jetzt mit dem Sommersendeplan bekommt. Genau, ich werde das so weitermachen. Die Spiele, die Anzahl der Episoden und die Tage, wann welche Episode von egal welchem Spiel erscheinen wird, kommt. Genau, so werden wir das in Zukunft weitermachen. Wie du siehst, Mass Effect 3 und The Long Dark. Ja, Mass Effect 3 und The Long Dark. Das sind jetzt momentan die zwei mit Abstand größten Brocken. Und daher habe ich auch entschieden, für den Jänner und den Februar ein Sendeplatz und nur Mass Effect 3 oder Mass Effect 3, da dies Spiel ein relativer Brocken sein wird. Wir hatten ja bei Mass Effect 2 hatten wir knapp 75 Episoden und ich glaube, mit Mass Effect 3 werden wir auch wieder auf diese Länge kommen. Tut mir leid, ging nicht anders oder geht nicht anders, da ich persönlich Shepard überleben lassen will und das so gestalten will, dass es auch dahingehend dazukommen wird. Genau, der zweite große Brocken, The Long Dark. Yep. Wie du siehst, The Long Dark, die Best-of-Staffeln 2.1, 3 und 4 sind, die Videos dazu sind fertig geschnitten, die kommen aber erst ab März nächsten Jahres. Wie ich das Ganze dann eingeben werde, wirst du dann noch sehen. Sandbox Überlebensmodus Staffel 5 hat momentan knapp 56 oder 57 Episoden. Ich müsste knapp schauen. Ja, und es hat sich was getan. Eins vorweg. Staffel 5 wird etwas länger. Ich sage euch nur so viel. Ich hatte eine Konfrontation mit dem Puma und meine Reaktion darauf war sehr eindeutig, dass ich, ja, du wirst alles sehen in der Zukunft. Staffel 5 wird eine geraume Zeit dahin gehen. Sagen wir es mal so. Dann kommen dann noch Episoden 2, 3, 4 und in der Zukunft Episode 5. Genau. Und ja, wie gesagt, The Long Dark wird auch noch einer der größeren Brocken, wird im Anschluss an Mass Effect 3 ja, Sendeplatz 1 übernehmen. Genau. Ich werde dir aber noch Bescheid geben über den Community-Tab etc. Oder vielleicht mache ich das ab März mit einem weiteren Infovideo, das ich für Dato angesetzt habe, dass ich dich informiere, wie weit ich mit den Aufnahmen für Mass Effect 3 bin etc. und wie ich mit The Long Dark weiterverfahre etc. Sei es drum. Alles jetzt mal für die Zukunft. Genau. Das von mir angesprochene Infovideo für den März 2026, was euch dann wann und wie erwartet. Ein bisschen was werdet ihr jetzt schon sehen, aber ich habe ja noch was in petto. Genau, ein bisschen was anderes, vieles Neues, was ich noch nicht kenne und ich möchte da eine komplett andere Richtung einschlagen. Sagen wir es mal so. Genau. Aber wie gesagt, bitte nicht böse sein, dass das jetzt alles sich ein bisschen in die Zukunft verschiebt. Aber mir war das eigentlich, oder mir ist das ehrlich gesagt sehr, sehr recht momentan. Die Highlights 2026, wie du siehst, The Last of Us und Half-Life. Kenne ich beide noch nicht. Ich habe es nochmal nachgedacht. The Last of Us kenne ich bis zu einem gewissen Punkt. Da habe ich mich aber damals so furchtbar aufgeregt, dass ich das Spiel aus der PS3 entnommen habe und bis seither nicht mehr angerührt habe. Genau, du wirst diesen Punkt aber im Let's Play dann sehen und sollte ich
Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile ruhiger geworden, aber es kann nur sein, dass ich, ja, das Spiel als Rotz bezeichne. Das kann dir locker passieren, genau. Mal schauen, ob das gepatcht wurde in der Remastered-Version, die wir auf der PS4 spielen werden. Wenn nicht, ja, dann ist es halt nicht gepatcht. Dann ist das als vertrottelter Dreck noch immer drin. Genau. Kurz und schmerzlos. Nein, und an den einen, der sich für Horizon Zero Dawn entschieden hat in der Umfrage, bitte nicht böse sein, aber vielleicht finden wir für die Zukunft eine andere Lösung. Ich suche mir da was aus, ich suche mir da ein Spiel oder 2 Spiele, machen wir 2, ist besser als wie 3 und dann finden wir vielleicht eine Lösung. Genau, dass man, ich kann zwar nicht alle zufriedenstellen, was ich eigentlich auch nicht will, aber ja, vielleicht finden wir eine Lösung in der Zukunft. Genau, ich will dann noch ein bisschen länger meinen Spaß haben an YouTube und auch an Videospielen. Und ja, genau. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Genau, machen wir es so. Ab zum nächsten Thema. Auf der Hauptseite, wie du siehst, ist eine kleine Playlist drinnen, die ich liebevoll genannt habe in Staffeln. Warum in Staffeln? Ganz einfach. Du siehst es, zu viele Spiele und viele Spiele in Staffeln zu zeigen, wer ist meines Erachtens nach momentan die beste Variante. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Vielleicht machen wir mit XCOM als eigenes Let's Play in der Zukunft weiter. Ich habe ja 3 Teile, glaube ich. Ich müsste noch mal schauen, ich bin mir jetzt unsicher, deshalb. Aber XCOM, das was ich da bis jetzt gespielt habe, das war recht interessant, das war recht lustig zu zocken am PC und den Rest siehst du dann, wenn es soweit ist. Genau, wie du auch liest, No Man's Sky und PES 2017, PES hat sich durch puren Zufall ergeben. Da ist Staffel 2 fertig und bei No Man's Sky mittlerweile auch Staffel 2 fertig mit 8 Episoden jeweils. Genau, so möchte ich das angehen. 8 bis 10 Episoden pro Staffel und dass wir da eine schöne Abwechslung drin haben. Genau. Yep. Xbox 360. Auf der Hauptseite, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, ist oder befindet sich eine Playlist mit 2 Playlisten zum Thema SmackDown vs. Raw 2009, 2010 und 2011, Road to WrestleMania. Wir hatten da den Undertaker, der derzeit noch läuft, und Mickie James. Genau, da gibt es noch einiges zu spielen. Man kann sich auch selber einen Charakter erstellen. Und wenn du ganz lebensmüde bist, kannst du ja dich, und das habe ich bis heute noch nie geschafft, man kann sich ja auch eine Road to WrestleMania gegen den Undertaker aussuchen. Das wird auch sehr lustig. Hihi, daran kann ich mich noch erinnern. Und das war's auch, ja genau. Ne, wie gesagt, das geht dann ab 2026 weiter. Und den Edge sehen wir noch. Genau, der kommt auch noch. Ist auch recht lustig. Ja, den habe ich, ja. Du wirst es dann sehen, was mit Edge passieren wird. Den habe ich ein bisschen. Ja, dem habe ich ein bisschen die Suppe versalzen, wie man so schön sagt. Na gut. Xbox 360 wird auch ein großes Thema in der Zukunft, aber dazu kommen wir später. Genau. Machen wir gleich das nächste Thema. Und das wird nun eines der letzten Themen für dieses Video. 7 Days to Die. Dieser Tage wurde die Version 2.0 veröffentlicht mit Stürmen etc., neuen Zombies, überarbeitetem Layout oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ist mir scheißegal. Ich lese keine Patch Notes, das was kommt, kommt und der Rest ist mir dann eigentlich Blunze bis Rosette. Ich warte jetzt noch 2 Updates ab. Das eine enthält Banditen und das zweite ist für mich eher relevanter, ein Story-Modus. Genau. Nur, eins vorweg, es wird noch eine Weile dauern. Wenn ich das angehe, irgendwann pro Staffel 8 bis 10 Folgen, das weiß ich noch nicht. Die Einstellungen für 7 Days to Die werden so angelegt sein, dass wir einen gewissen Levelfortschritt mehr haben
Die Beutemenge wird erhöht und ja, das hat alles seinen Sinn. Ich versuche genauso wie in der No Man's Sky den Grind-Faktor niedrig zu halten. Das heißt, dass ich während des Zockens, während des Aufnehmens schon genügend Materialien etc. zusammenbekomme. Genauso wird das Ganze ablaufen. Allerdings, 7 Days to Die erst mit neuem PC. Genau. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und im Prinzip war es das jetzt fürs Erste. Ich bastel gerade weiter an Projekten ab März nächsten Jahres. Das wirst du dann alles noch sehen. Ja, du wirst es dann sehen. Spätestens ab März gibt es dazu ein Infovideo, ein etwas ausartenderes, einen Sendeplan, beziehungsweise den Sommersendeplan findest du jetzt zeitgleich mit dem Video im Community-Tab, dass du dir dann nochmal anschauen kannst, was dich jetzt über den Sommer erwartet. September bis Februar, bis Ende Februar wirst du einen Sendeplan finden. Ab September, genau. Und dann ab März nächsten Jahres das große Infovideo, dass du siehst, was über die letzten Monate dann geschehen ist. Machen wir es kurz und schmerzlos. Und nun zum Abschluss dieses Videos ein paar kleine Worte. Ich bedanke mich vorerst mal an alle, die sich dieses Chaos und ja, ich nenne es mal Chaos antun. Und bitte nicht böse sein, ich wiederhole mich nur ungern, aber ich tue es trotzdem nochmal. Bitte nicht böse sein aufgrund des wirklich rabiaten Kanalumbaus. Es ist derzeit für mich persönlich die bessere Variante, als wie ich probiere zu viele Dinge und ja, das bringt dir nichts, bringt mir nichts und davon haben wir gar nichts. Genau, also nix ist fix und war wohl nix. Genau, kurz und schmerzlos. Ja, ich kann es eigentlich nur sagen, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Nur, dass ihr jetzt ungefähr wisst, heute ist bei Tag der Aufnahme der 17.06. um 23:32 oder 33. Ich bin ab 5., das ist der 5. Juli, das ist der Samstag, bin ich unterwegs nach Italien zum 4-Stunden-Rennen der European Le Mans Serie und eine Woche später mit der Freundin ab nach Brügge, Belgien. Und falls ich nicht gleich antworte, falls ihr einen Kommentar schreibt und es ein bisschen länger dauert, bis ich antworte, bitte nicht böse sein, aber ich lasse den Kanal jetzt mal mit Absicht etwas in Ruhe und möchte dann schauen, wie die ganzen Änderungen bei euch ankommen. Genau. Es ist ein Risiko. Man kann es gibt Menschen, die tun sich nicht schwer damit. Es gibt Menschen, die tun sich schwer mit mit Veränderungen etc. Aber bitte nicht böse sein. Bei mir in meinem Privatleben hat sich gerade momentan so viel verändert in den letzten 1,5 Jahren, dass, ja, ich möchte euch einfach den Spaß, den ich gerade so allgemein habe, wurscht in welcher Hinsicht, den möchte ich euch hier wiedergeben. Genau, und genau deswegen, ja. Man weiß nie, was noch kommt. Genau, machen wir es so. Gut, schönen Sommer wünsche ich euch und viel Spaß noch auf dem Kanal, wenn ihr ihn länger verfolgt. Und ich hoffe, ihr kommt mit den Veränderungen am Kanal zusammen. Genau. Würde mich freuen und vielleicht sieht man sich in den Kommentaren wieder. Und noch was als letztes Wort. Ab März, machen wir ab März nächsten Jahres, stelle ich dann auch mal weitere Fragen zum Thema Livestream. Genau. Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sommer und viel Spaß auf dem Kanal. Baba dabei.